Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so an so eine Brunnenkarriere. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Danny ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. ja, der Melodie. Ok, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan. Du und die scheiß Podcast hier. Beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Morgen. Das fängst die Folge genau an wie die letzte. 2024. Es ist soweit. Wir haben ein neues Jahr. Wir haben die gleichen zwei Podcaster. Wir sind immer noch in der Garage. Und wir haben eine neue Folge für euch. Und bevor wir anfangen, wir hoffen ganz fest, ihr seid gut gerutscht. Wir hoffen ganz fest, ihr habt es gut gehabt, ihr habt es lustig gehabt mit euren liebsten Leuten. Und wir hoffen ganz fest, dass ihr jetzt diese Folge richtig krank teilt, wie es ist eine Jahresrückblickfolge. Das ist die zweite Folge. Und nur das Jahr hört wahrscheinlich. Genau. Und wir machen einen Jahresrückblick. Und ich habe mir überlegt, wir können darüber reden, was im Jahr 2023 passiert ist. Yes. Und wir können eigentlich auch erst anfangen damit, dass wir unseren Spotify for Podcasters Jahresrückblick. Ja, fix, fangen wir mit unserem Spotify an, was der so erzählt. Also, Spotify erzählt unsere Top-Folge vom letzten Jahr. Also die beste überhaupt von uns. So. Nein, einfach die Top-Folge. Vom letzten Jahr, okay, sorry. War Nummer 43, und zwar Shida Riene und erstes Tattoo. Ja, Mann, absoluter Favorite auch von mir. Ich habe in dieser Folge gesagt, also in dieser Folge bist du tätowiert worden, erinnerst du dich? Ja, genau. Ja. Und dort habe ich gesagt, Bruder, so wie ich euch kenne, wird das. Wann ist das gewesen, wo wir die aufgenommen haben? Jetzt sind wir bei Folge irgendetwas. Was sind wir jetzt? Bei 70? 75, so sagen wir. 76, irgendetwas. Und das ist Folge 43 gewesen, also es ist gut 6 Monate her mindestens. Ja, okay, ja. Und ich habe dort gesagt, so wie ich euch kenne, werdet ihr wahrscheinlich, wie das Tattoo haben wir angefangen und es ist nicht fertig gemacht worden. Ja, fix. Also, damit er auch ein bisschen mitreden kann, nur muss sich bücken und genau. Jahr auch anschauen. Und das Tattoo ist bis dato immer noch nicht fertiggestellt. Ja, Mann. King. Fix. Bro, eigentlich das ist das neue Logo auf FZ, weißt du? Ich glaube, es gibt auf der Welt einen Mensch, der ein Tattoo hat, das noch nicht fertig ist. Nur Meinst eins. bin ich? Ich glaube, das bist du, Bro. Fix, ja, 100%. Die Folge ist 106% häufiger gestreamt worden als andere Folgen Also, im Durchschnitt. Ja, stark. Also mehr als doppelt so viel wie andere. Ja, Mann, was denkst du, was liegt das? Ja, kurz mit Friends ist immer etwas, wo richtig gut ankommt, wenn man einfach mit unseren Kollegen redet. Und das ist jetzt keine Folge, wo wir jetzt grosse Geschichten von uns erzählt haben, sondern Und auch dumm da. wir haben einfach halt so da, wie wir sonst auch immer sind. Und das ist auch extrem gut gekommen. Vor allem die Kombination, wir zu viert, das ist top. Also ich sage, es ist einfach die Kombination, die es ausmacht. Wenn wir wieder machen, gibt es bald ein Part 3. Ja, safe. Aber ohne Shit. Ja, einfach nur mit ihr. Ja. 67% von unseren Hörerinnen haben uns im Jahr 2023 entdeckt. Das ist ein Wachstum, Bruder. Krass, obwohl unser Social Media auf letztes Jahr wirklich nicht so stark ist wie vor letztes Jahr. Ja, das war ein bisschen weniger gewesen. Ja. Aber 70% immer noch gut. Das heisst Qualität vor Quantität. Also über die Hälfte von unseren Zuhörern sind im 2023 gekommen. Ja. Das heisst, Krass. Brüder wachsen, Bruder. Ja, Mann. In dem Fall 2024 muss mindestens 80% sein. Inchi. Dafür sorgen wir. Irgendwann stagniert wahrscheinlich. Ja. Aber der Tag ist noch nicht da. Gut, wir reden jetzt Tag 1 von stagnieren. Ja, ich schwöre. 13% von den neuen Hörerinnen haben mit dieser Folge angefangen, und zwar die Folge Nummer 1. Okay, ja. Esoterik, Globuli und kurdische Hochzeiten. Stark. Klar, man fängt eigentlich bei Nummer 1 Ja, an. fix, aber das ist wirklich auch eiskalt durchgezogen. Ja, Mann. Was ist dir am meisten geblieben von dieser Folge? Wenn du an die erste Folge zurückdenkst? Das ist, glaube ich, das, was du da mit Naturheilkunde da, das ist mir geblieben, ja. Ja, Mann, Naturheilkunde. Und eben das mit Steinmenschen und so. und das mit
Drohnen an Hochzeit und so. Ja, für uns ist es eine gute Folge. Das ist wirklich eine lustige Folge, Ja. die erste Folge von uns. Also, Lange das Weg. ist 1.1 oder 1.2 oder so, weil wir Ja. ja Wir haben vorher die rein. allererste aufgenommen, die schon. Hast du eigentlich auf dem iPad? Nein, Bro, wir haben sie aber nicht aufgenommen. Ich dachte, wir haben nur Audio auf dem iPad aufgenommen oder halt auf dem Laptop. Ah ja, auf dem Laptop, ja, fair. Eben, ja, das ist super gewesen, aber halt. Wer am meisten bietet, kommt die Folge über. Ich schwöre. Direkt. Dann nächster Punkt von dem Rückblick. Wie fühlt es sich an, auf der ganzen Welt gehört zu werden? Steht da. Eigentlich gut, vor dem Podcast habe ich das Gefühl, kann niemand los mir richtig zu und nehme mich nicht ernst. Unsere Inhalte sind in 44 Ländern gestreamt worden. 98% von denen sind aus der Schweiz. Wer hätte gedacht? Krass. Wirklich krass. Zweiter Platz ist Österreich. Mhm. Zweiter Platz ist Deutschland. Dritter Platz ist Österreich. Vierter ist Türkei. Und fünfter ist Liechtenstein. Krass. Einfach Türkei. Einfach Türkei, Bruder. Leute, die im Sommer arbeiten. Sorry. Okay. Was hören unsere Podcaster sonst noch? Sie hören alle Comedy als erstes, Gesellschaft und Kultur als zweites und True Crime als dritte. Bro, hast du mal überlegt, wenn du nicht einen Comedy-Podcast hättest, Mhm. was für einen würdest du machen? Fußball. Ja? Ja, fix. Fair. Da kann ich mich aus, sonst der Rest. Also wenn es kein Comedy-Podcast oder so ein Nische-Podcast wäre, dann wäre es einfach. Also ja. Fußball ist auch nicht, aber ja, egal. Fußball. Ja. Fix Fußball. Du? Danke. Bro, ich will wahrscheinlich so ein Interview-Format machen wie so Schawinski, Mhm. aber ihn nicht. Nicht in Noten so. Mhm. Und so, ich weiß nicht, aber wieso, aber True Crime ist ja mit Abstand, ich glaube, die zweite Hey, jeder beliebteste. los dann Dings, also ich kann wohl viele Leute, die so Podcasts hören, wo so um Mord und so geht. Ja? Wo ich gestört muss. Am Putzen noch gesagt, so nachher 17 Mal für nichts noch. Bruder, von unseren Folgen, die geteilt worden sind 65% über ein Medium geteilt worden. Was denkst du? Ja, Bro, WhatsApp. WhatsApp. Ja. Leute schicken direkt Link und sagen, druck drauf, Bruder. King. Levens. 7% über Instagram, 4% über Snapchat, das frage ich mich. So gut, solange es unter 5% bleibt. Ich schwöre. Ja, Mann. Und die Folge, die am häufigsten geteilt wurde, ist unsere Bonusfolge Feminismus. Ja. Also die, wo wir nicht drin sind, ist am meisten geteilt worden. Perfekt. Danke an der linken Ecke übrigens. Und auch an Perfekt. der rechten wahrscheinlich. Ja. Es kann jeder die Folge teilen, nur Knecht, du darfst nicht teilen. Deine Podcast-Bewertung war 4,9. Oh. Deine Fans lieben dich. Wir lieben Wir dich. lieben euch. Schlimm. Schlimm. Und. Wir haben viel Umfragen gemacht. Wir haben 24 Q&As gemacht. Stimmt, die haben wir eigentlich niemals so richtig mit den Leuten so ein bisschen ausgewertet. Und so. Ja. Wir haben 301 Antworten bekommen auf unsere Fragen. Nice. Krass. Und Streit im Paradies haben die Hörer 587 Mal sich beteiligt an der Umfrage. Das ist dort, wo ich gesagt habe, wer hat recht, du oder ich. Und du hast hoch aus. Also wieder einfach mit mal live erlebt. Wie du gesagt hast, A ist richtig und ich habe gesagt, B ist richtig. Und du hast wieder mal recht gehabt. Handy. Ja, Mann. Ja, das ist die Folge hat wirklich, weil gerade am Morgen früh schon, das passiert selten, aber gerade am Morgen früh schon auf allen Medien, so, also YouTube, Insta, ja, dass gerade Leute anfangen zu schreiben, so, nein, ey, es ist so, ich meine, ich Ich finde, habe das viele ist so. Resonanz bekommen. Ja, Leute haben darauf reagiert. 2023 haben wir 31 Videofolgen veröffentlicht. Ja. Und wir sind unter der Top 1 von der am meisten angeschauten Folgen, also angeschaut. So, das heisst, ich glaube, es gibt fast keine andere Podcast, wo wirklich Video aufladen auf Spotify. Glaub's nicht, nein. Die sehen das Potenzial nicht wie mir. Das ist ein neues Medium, womit man. Egal. Schau die Frage eigentlich aus. Ja, spannend. Die Daten sind einfach spannend. Wir haben im letzten Jahr 150% mehr Streams gehabt, 150% mehr FollowerInnen und 90% mehr HörerInnen. Krass. Du siehst, ein Wachstum ist da. Und wir gehören zum Top 10 Podcast für 15.000 Fans.
So ist Besser gut, ist. so ist wichtig. Aber das Jahr geht nicht nur um uns, sondern in diesem Genau. Jahr sind ganz viele Sachen passiert. Jetzt haben wir mal kurz mündig Spotify Rap euch abgelesen. In 10 Minuten, boom. Bruder, ich habe Gut mal zum die Zahlen gesehen, ja. Aber ja, erzähl. einfach mal ein paar Sachen aufgeschrieben, Bruder, die das Jahr passiert sind und wir können jetzt darauf reagieren oder nicht. Vielleicht fällt uns etwas ein. Ich habe mir aufgeschrieben, Bruder, weißt du, welches Land ist jahrelang an erster Stelle gewesen mit meiste Bevölkerung? Jahrelang. Ja. Also China oder Indien? China ist an erster Stelle gewesen. Ja, Und das Jahr ist es überholt worden, das erste Mal. von Indien. Von Indien, Bruder. Weißt du, wie viele Menschen leben in Indien? 1,4 oder 5 Milliarden. 1,6 Milliarden, nicht schlecht, Bruder. 1,6 Milliarden Menschen. Ja. Wie viel? Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. 8, irgendetwas. Aber ja, rein mathematisch ist jeder 5. eine Person aus Indien. Schon krass, nicht? Bro, ich habe letztes Doku geschaut, wie es so darum geht, dass eben, obwohl eigentlich Indien die größte Bevölkerung hat, dass halt, sie sind jetzt auch am Wachsen mit der Wirtschaft und so, ist auch jetzt am Boomen. Aber Bruder, bei 1,6 Milliarden Menschen. Ist gewesen. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, schon viel, aber es ist halt, wie soll ich sagen, für viele westliche Länder ist halt einfach ein Drittweltland, wo du einfach kannst ein T-Shirt für einen Franken dir produzieren lassen. Und so. Von Kindern. Ja, also solange es dort Armut gibt und günstige Arbeitskräfte und so weiter, wird das Land nur so langsam wachsen, wirtschaftlich, so wie das Interesse in der westlichen Welt ist mit so günstigen Kleidern und so. Deswegen ist halt in der Doku so darum gegangen, so, ja, China mit 1,1 Milliarden und überholt gleich Amerika mit Wirtschaftsmacht und so weiter. Und Indien ist so das größte Land, aber ist noch weit hinten, weißt du? Krass. Und dann ist so die Frage, ja, wieso wächst? Was weißt du, wieso sind die nicht? Ist natürlich eine Frage von Politik, aber es ist doch vor allem eben, es ist halt einfach ein Drittweltland, wo halt einfach sogar so Indien und so weiter, China und so weiter, das Zeug so dort machen lassen, gewisse Teile und so weiter. Und Ich glaube. aber jetzt sind sie am Wachsen, jetzt machen es keine halbe Sachen mehr, weil jetzt sind es, glaube ich, eine grosse Apple-Fabrik in Indien eröffnen. Krass. Weil halt in China so Menschenrechtsszene meinen. Ja. Und die so, ey, in Indien vielleicht auch nicht so krass, aber nicht so öffentlich. Ich schwöre. Und jetzt sind sie dort und China ist, also Indien ist nochmal ein Ticken günstiger als China. Also die nächste iPhones tut 700 Stutz, aber sie selber haben es für 100 Franken produziert. Aber ja, Indien 1,6 Milliarden, dann ist glaube ich China und dann haben wir schon, also ich glaube die zwei Länder holen schon nicht knapp, aber so ein Drittel etwa ein. Das ist Ein Drittel. wild. Das ist wirklich wild. Das ist krass, Bro. Wie kann das sein, Bro? Bro, ich hab mal einen Sketch gesehen bei Family Guy und ich habe den nicht gecheckt, dann musste ich googlen. Ja. Und dann habe ich gecheckt, wieso. Erzähl. Der Peter fährt in einen Baum rein und Mac stirbt. Alhamdulillah. Teufel kommt Ja. und sagt, ich hole deine Tochter ab. Und nachher er so, oh nein, okay, dann von. Nimmt sie mit. Er kommt wieder zurück, sie wieder tot. Er so, was ist denn passiert? Ein Mädchen aus China. Check's nicht. Ein Kinderpolitik. In China hat ein Kinderpolitik gehabt. Und, Das ist aber klar abgeschafft worden, oder? Ja, es hat abgeschafft, aber in China hat so lange eine Kinderpolitik gehabt, das heißt, du nicht einfach ein Kind haben. Und da hast du halt geschaut, dass du ein Bub bist, weil du kannst arbeiten, bringt Geld heim. Das ist schon viel. So Szenen. Und dann es wurden viele Fälle, wo meint es halt, Bruder, kann nach der Geburt umgebracht worden sein. Ui, Bro, hör auf. Ja, das ist. Die haben gedacht, die machen etwas Gutes damit, weißt du? Aber die haben einfach das halbe Land zum Mörder gemacht. Hast du, interessiert dich so Indien und so als Reiseziel? Also du bist zwar kein Mädchen. Hey Bro, look, ich sehe letzte Zeit so Sachen auf Insta von Streetfood und das sind zwei Kategorien. Eine Kategorie ist Banger, würde ich unbedingt mal probieren. Ich weiß, dass es richtig fein aussieht. Und die andere ist einfach, der Bruder geht bis mit das in die Pfanne und tut die Suppe so drehen und schütteln und was weiß ich und tut noch weitere Bro, tut so, weißt du, er ist so am Die Suppe. ganze Arme zu Baum tun. Bro, er tut seine ganze Arm fast in die Suppe, tut so ein bisschen drehen, nachher geht er auf Gewürz, macht so, nachher holt er noch das Wasser, tut über seine Arme, tut nachher noch seine Ware. Und dann muss man sich vielleicht nicht fragen,
Weißt du, wenn vielleicht der eine oder andere schnell krank wird dort. Bruder, aber ich kann, die Videos habe ich nicht, weil ich denke, ich würde das sehen wegen Mess, sondern Kommentare sind am Brennen. Weil die Leute schreiben so, ey Bro, Leute schreiben so, einer schreibt so, ich habe jetzt schon angefangen Maske kaufen für 2024, einer so, neue Pandemie ist coming. Und das ist noch das Scheuche. Leute haben angefangen dann so Sachen zu schreiben, wieso hat so voll auf Hygiene hingegangen, weißt du? Und dann habe ich gedacht, Bruder, ich weiß Armut hin und her und so, aber Leute schreiben echt so, einer hat echt kommentiert das Verhalten mit, ja, aber die Bakterien sterben die. Bro, ich weiß auch nicht, Alter. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht ist das auch ein bisschen racist, aber... Ja, wahrscheinlich schon, dass ich chill. Aber... Weil indisches Essen macht mich einfach nicht an. Ich habe lange nicht gegessen, bis mir Pelin Dings gezeigt hat. Butter Chicken. Butter Chicken. Und der hat mir alles auseinandergenommen. Ja, Bro, easy. Chicken Tikka Masala, Bruder. Chicken Tikka Masala, Chicken Bruder. Tikka Masala, Bruder, der nimmt alles Bruder, ich habe ja Ein allgemein... Geist essen, sagt er ehrlich. Bruder, ich habe ja allgemein nicht gerne scharfes Essen. Aha. Aber in der Ficke dich, Bro, mit Essen. Ich liebe es, Bro. Es Nein, ist ich wirklich fein. wirklich Der einzige Grund, wieso es nicht so oft ist einfach, weil es teuer ist in der Schweiz. fair. Du findest kein Reis mit Poulet, also Butter Chicken, findest keins unter 30 Stutz. Das ist wild, Bro. Und in Zürich vor allem. Und im Prinzip ist das Reis, Poulet und Sausage. So hast weißt du noch die Szene auf TikTok und Insta, wo so abgegangen ist, wo die Inder, ich glaube es sind Inder gewesen, Die mit Joker. wo einfach TikTok übernommen haben. Die sind ja nachher gesperrt worden, also TikTok schon wegen den Leuten auf Indien gesperrt worden und so. Bro, das ist so eine wilde Zeit gewesen. Jetzt sind die auf Insta unterwegs. Das ist so eine wilde Zeit gewesen. So das Drama in diesen Ding. Bro, so wie türkische Telenovela, aber noch auf 10-mal billiger. Es ist einfach wild. Ich hatte letztens in der Schule ein Fach, wo um colonized Film geht. Also Film, wodurch wie ist das deutsche Wort? Kolonialisierung. Du weißt, sag du? Sag du. Ich habe nicht gesagt, ich wollte Sag sagen. Ich habe nicht gesagt, ich wollte sagen. Sag du, du hast angefangen. Der Colonizer. Die Colonizer. Nein, auf jeden Fall. Wie sich das indische Cinema verändert hat nach der Colonization. Der Bruder schafft es nicht. Ich schaff's nicht. Nach der Kolonialisierung. Sag? Sag du. Kono? Como? Ich kann es nicht. Kennst du das, wenn du das Wort echt nicht schaffst, sagen? Ich kann es so gut. Aber Kolonialisierung. Ah! Ja. Wie sich das verändert hat. Und zwar früher. Bro, früher ist im indischen Film, im indischen Kino, ist es oft um Klassenkampf gegangen. Mhm. Also, so die tiefere Klasse Schafft es irgendwie die Höhe, ja. hat gegen die höhere Klasse gekämpft oder hat so David gegen Goliath-Style. Also die Menschen haben sich sehr können damit identifizieren, weißt du. So. Mhm. Und nachher, nach der Kolonialisierung, das ist nicht schlecht, Mhm. ist auf einmal, wo die Engländer gekommen sind, ist auf einmal so Bollywood volles Thema geworden. Und Shah Rukh Khan ist, zum Beispiel Menschen wie Shah Rukh Khan sind gross geworden, wo es auf einmal darum gegangen ist, Action und Rockstar-Leben, weißt du, so voll amerikanisiert Ja, fix. und westliches Kino auf einmal volles Thema wurde. Also die ganze Filmkultur ist einfach über den Haufen gerührt worden. Gleichzeitig hat man die indischen Menschen als Wilde dargestellt, Bruder. Also sogar nicht nur in westlichen Filmen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, erinnerst du dich, der zweite Indiana Jones Film? Ich habe keins geguckt. Hast du nie geschaut? Okay. Im zweiten Indiana Jones Film ist er, glaube ich, in Indien und dort werden indische Ureinwohner gezeigt, wie sie so Affenhirn essen und so. Mhm. Also weißt du, so etwas, was nicht gegessen wird. Ja, fix. So als Wilde dargestellt. Nicht nur im westlichen Kino, sondern auch indisches Kino, wo von Engländern, von Briten gemacht worden ist, haben die so schlecht gezeigt, weißt du?
Und das zeigt einfach wirklich wiederum, wieso nicht nur eine ganze Kultur darunter leidet und ihnen die Kultur weggenommen wird, sondern es wird auch einfach verändert, Bruder. Mhm. Und jetzt kommen die und machen auf TikTok so Videos. Egal, sie sind ja gesperrt worden. Jetzt sind sie auf Insta. Insta ist jetzt auch ein Wildort am werden, letzte Zeit. Das ist wirklich wild. Die Kommentare auf gewisse Videos. Ganz Amix ganz- sehe ich wirklich Kommentare. Also Amix sehe ich ein Video auf Insta. Also ich sehe, was etwas passiert und dann denke ich mir so, Bruder, die Kommentarspalte ist wild. Ja, am Brennen sicher. Bevor ich es geschaut habe. Und Bro, Amix, es ist gottlos. Hey, ich kann nicht sagen, dass was es schaut, aber es ist ehrlos. Es ist wirklich ehrlos. Dann, was das Jahr auch passiert ist ChatGPT 4 oder wie das heißt. OpenAI 4 ist rausgekommen. Ja, man. Wie hat das dein Leben verändert? Bis jetzt gut. Weiß nicht, keine Ahnung. Bruder, bei uns ist halt, wie so Podcast schneiden ist viel einfacher geworden. Also, für unseren Podcast sicher das, aber auch gut Folgen beschreiben und so machen wir immer selber. Machen wir alles selber. Also, das macht nicht künstliche Intelligenz, aber ich sage in meinem Alltag so, vor allem bei Textsachen, also Text schreiben und so hilft mir extrem. Benutzt es viel? Nicht so viel im Fall, überraschend nicht so oft. Nicht so regelmäßig. Ich muss aber auch sagen, ich mache auch nicht so extrem viel, wo jetzt das mir jetzt könnte helfen. Oder ich mache nur kurze Sachen, wo ich denke, ich mache das schnell. Aber eigentlich müsste ich einfach mal das in meinem zweiten Fenster offen haben rechts. Und permanent, was ich mache, einfach mal mit dem. Das ist schon krass. Und das würde es, glaube ich, schon Ich um einiges weiss. einfacher machen. Viele Menschen in meiner Klasse haben wirklich halbe Arbeiten mit dem geschrieben, Bruder. Ja, fix. Und das ist wirklich 100%. krank. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber mittlerweile kannst du ja wirklich auf Photoshop sagen, es gibt da Tools, Alles kannst du machen, alles. wo du kannst wie einen Bereich markieren und sagen, mach aus dem, kann ich, füll das restliche Bild aus oder was weiß ich. Und das macht einfach alles, das ist schon krank. Ich habe heute auch einen gesehen, wo so das Foto von dem Kind, wie es könnte aussehen macht, weißt du? Das ist schon krank. Aber so wirklich nicht so wie früher, weißt du, Ja, keine ja. Ahnung, es ist einfach das gleiche Haarfarbe hast und so. Mhm. Ich habe gewusst, das Kind wird hübsch. Ja. Mich hat auch gewundert, wie hübsch. Krass. Nachher tust du so ein Bild von dir und wem auch immer rein, Ja. oder was? Und dann tust du 2 Fotos drin, Ja. von dir und deinem Partner oder deinen zukünftigen im Chat. Und nachher tust du 3 und nachher siehst du einfach, es schafft schon daran, dann siehst du das Kind und dann denkst du, Und? ja, dann hast du einen guten mehr zum Vater. Aber hast du Welcher Vater? Brutal, Ist schön. wunderschön. Natürlich, Ich Bruder. habe nicht daran zweifelt. Natürlich, Bruder. Ich kann nicht daran zweifeln, aber jetzt wäre es richtig, also das kann es ja nicht sein, so, weil du kannst nicht voraussehen, wie es aussehen wird, aber es ist halt immer etwas anderes. So. Oder künstliche Intelligenz macht so, Frauen können einfach so Fotos machen lassen, wie sie aussehen, wenn sie schwanger werden. Alter, Einfach wie sie aussehen, wenn sie, ob sie herzig sind oder nicht. Und ich habe es auch gesehen und ich so, boah, das ist wild. so Sachen, du willst gerade unbedingt Vater werden, was du siehst. Aber es gibt es bei allem, bei allem. Ich habe letztens überlegt, ich glaube, das nachher machen. ChatGPT hat jetzt da ein GPT, wo Bilder machen tut. Wie meinst Du schreibst, mach mir ein Bild von Weihnachten in einem, du? Ah ja, du In einer beschreibst Wohnung. und er macht, ja. ja genau, und ich kann es mal machen. Und dann, Weil es gibt einen, der wild etwas auf TikTok, er hat so geschrieben, mach mir ein Bild von einer Straße. Mhm. Und er so zoom raus. Und noch weiter, und noch weiter, und noch weiter. Ja. Und er ist so weit raus, um zu schauen, wie weit er kann rauskommen, was es zeichnet. Ja. Und dann ist aus unserer Galaxie raus und raus und so. Ja. Es hat krank ausgesehen. Krass. Das ist schon am Trippen, Bro. Das ist Ich habe so das, hab das gesehen und ich so, ey, Mann, das wollte ich eigentlich auch. Weißt du, so, ich einfach mal so, kann ich immer wieder so kommen mit so Gedanken, nach dem, was ich suchen oder was für ein Bild ich will. Und ich schreibe einfach eine langweilige Sprache, einfach so, wie wird aus dir dein Leben echt aussehen. Das ist ja schon krass, weil viele Menschen haben ja wirklich Angst um ihren Job jetzt wegen dem. Ja, fix, ja. Verstehe ich auch. Aber, was soll ich sagen, Bro? Ich kann halt gut reden, so wegen Informatiker und so, aber auch in jeder Branche sind Jobs betroffen. Und ich sage mal so, es tut neue Jobs kreieren. Und ich verstehe, dass gewisse Leute sagen, ja, aber weißt du, das sind jetzt die Jobs, die gehen, sind die simplen Jobs, die einfachen, wo du eine große Anforderungen brauchst und die neuen Jobs, die entstehen, musst du wahrscheinlich so ein Studium haben und so. Fair, ja. Verstehe ich, aber ich bin der Meinung,
ein Roboter oder halt künstliche Intelligenz kann nie das Zwischenmenschliche, wo wir haben, wo Menschen haben, darstellen. Also, ich glaube, es wird nie einen Laden geben, ohne, wie soll ich sagen, so. Es gibt vielleicht schon hier und da mal so Kiosk, wo, so wo es versuchen mit 24 Stunden offen und niemand ist drin und so. Aber ich glaube immer noch, dass jeder Laden viel besser laufen wird, wo mit der Angestellten hat, der Person, die vor Ort ist. Das ist schon krass. Es gibt ja den einen Laden dort in. Was ist das? Eulach. Ja, in Hege dort, ja. Hege. Der Mikro, wie heißt der Mann? Scheißegal. Auf jeden Fall dort drin. Ja. Ich verstehe das Konzept immer noch nicht. Dort drin ist keine Person. Ja. Und es hat einfach es ist einfach so das Nötigste plus noch ein paar gute Sachen in diesem Wagen drin. Es ist so das Wägeli und es hat 24 Stunden offen. Und es ist einfach kein Personal. Du kommst rein, indem du deine Karte, deine Kreditkarte oder deine Bankkarte scannen Genau. lässt. Aber das heisst, es kann immer nur eine Person dort drin sein. Nein, es sind mehr Leute drin. Es sind ja mehr Leute ihres. Aber wie checkt denn das, wer geklaut hat zum Beispiel? Stell dir mal vor, du gehst rein, tust deine Karte an. Du musst ja deine Karte anheben, dass du überhaupt reinkommst. Ja. Gut. Gehst rein. Nachher hebe ich meine Karte an. Gehe rein. Dann kaufe ich 10 Sachen und klaue 5 Sachen. Wie? Bro, ich glaube, ich habe gesehen, Theo heisst übrigens, Theo. Und ich habe gesehen, dass die ja immer eine Lieferung bekommen. Immer jemand geht das liefern. Und ich glaube, der führt ein Inventar. Und dann? Dann gleich jetzt ab mit der Kasse. Wir haben zum Beispiel der Mann 1000 1 Liter Packung Milch in den Theo geliefert, 1000 das, 1000 Ja, das. und dann wissen sie, dass es geklaut wurde. Ja, Aber woher wissen sie, wer geklaut hat? gute Frage. Oder was bringt die Karte am Anfang anheben? Zum Schauen, ob du kannst zahlen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich Oder braucht's- meinst du, sie schauen nachher in die Kamera? Ja, also, ich weiß nicht, aber schlau wäre es halt, würden sie mit so einer Kundenkarte arbeiten. Das heisst, du hast eine Kundenkarte von ihnen, den scannst und beim Zahlen tust du auch scannen. Du tust die Artikel, die du gescannt hast, über deine Kundenkarte laufen lassen. Fair. Aber dann weißt du immer noch nicht, zum Beispiel, ich scanne 3 Milch, aber ich nehme 5 mit. Ja. Checkst du das? Ja, ich weiß, was du meinst, aber mit Irgendjemand der, kann das sicher also erklären. mit der Kundenkarte kannst du sicher das ein bisschen eingrenzen, aber trotzdem so. Es wird sicher geklaut, 100%. 2023 ist das heißeste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn. Ja, jedes Jahr ist es das. Wir sind gefickt, Bruder. Was Wir sind soll ich wirklich gefickt. 2022 ist das heißeste Jahr seit Messung, 22 auch, 22 auch. Bruder, seit Jahren sagt jeder schon, langsam sind wir am Arsch, aber ich glaube an die Menschheit, ich glaube es kommt gut. Wir sind viel zu viel in unserer Geschichte und wir sind noch erst gerade bei der Industrialisierung gewesen. Und ich glaube, Geoengineering wird das Problem lösen. Denkst du? Ja, ich glaube schon. Wenn du so auf das ganze Jahr zurückschaust, was ist für dich der krasseste Monat von dem Jahr? Keine Ahnung, Alter. Weiß nicht, Mann. Weiß nicht. August? Nein, keine Ahnung. März? Ich weiß nicht. Wieso jetzt März? Ich weiß doch nicht, Bruder. Du fragst mich so nach einem Monat. Mein Leben ist. Ich bin kein Rockstar, Bro. Aber weißt du, wie bist du auf März gekommen? Bro, ich habe zuerst überlegt, was ist passiert in diesem Jahr. Und dann ich so, ja, etwas, was mir im Februar anfing, das ist im August passiert. Das ist sicher ein guter Monat oder im Juli. Und im März ist etwas anderes passiert. Auch mega wichtig ist. Krass. Ja, ich würde auch sagen, wahrscheinlich ist so, ich glaube, der Sommer war brutal gewesen. Ich bin in Marokko gewesen, bin halb vergewaltigt worden. Dann sind Festivals gewesen. Dann bin ich auf Südfrankreich. Also ich glaube so Juli, August brutal gewesen. Dann wann habe ich meinen Job angefangen? Im September? Keine Ahnung. Ist das so krass für dich? Ja, aber das war ein fetter Sprung gewesen für mich. Ja, fix, ja. Verstehe schon, von heute zu. Ja, nein, Bro, es ist halt zum ersten Mal. Also weißt du, so, früher hätte ich träumt von so einem Job, Bruder. Darum sicher geil. Ja, was ist sonst passiert das Jahr? Wo bist du das Jahr in der Ferien? Nirgends. Bruder, kann man mit dir ein Gespräch führen? Bro, nirgends. Was soll ich dir sagen? Du bist das Jahr nicht einmal in der Ferien. Nein. 12 Monate. Nein, nicht Nicht einmal. einmal außerhalb von der Schweiz gewesen.
Nein, also, nein, nicht ferienmäßig, nein. Business? Nein, Bro, einfach konstant oder so, aber dann schnell rüber. Aber nein, keine Ferien gemacht, glaube ich, das Jahr. Kann mich nicht erinnern. Du? Ich habe gerade gesagt. Stark. Siehst du, bei dir läuft es schlimm, Mann. Nein, ich habe nichts gemacht das Jahr. Krass. Nichts. Was würdest du sagen, so, wenn du jetzt so zurückdenkst, alle Jahre, was ist das geilste Jahr, das du je gehabt hast? 2019. Wieso? Auszug und kränkste Zeit im Leben. Bruder, muss ich dir alles so nachdenken? Erzähl mal ein bisschen etwas, Mann. Bro, ich bin ausgezogen am 25, wir haben eine WG aufgemacht und WG mit dir und dem Gili und die anderen WG-Jungs nebendran. Und das war auch die geilste Zeit, man. Wir sind einfach jeden Tag umeinander gewesen, fertig. Wir sind einfach immer scheiße am Machen, jeden Tag umeinander gewesen. Jetzt Woche an die Muskeln gegangen. Du bist jetzt schon seit 4 Jahren in dieser Wohnung. Ja. Ja, man. Bald 4 Jahre. So einfach kann ich nicht raus. So einfach kann ich Sie sind am Kämpfen, wieso soll ich rausrühren, nicht? Nein, das will, aber es sind wieder linke Tricks machen, die Uhren sind. Schon gut, das mache ich mache Occupy mit Simon. Wenn Simon, ich bleibe dort so lang, verbarrikadiere mich, tue mich zumauern, mache das Schlimmste aus dieser Situation, so richtig fett jeder anschießt, der dann involviert ist. Ich hätte mich an, wenn Simon im WC, Bro. Ich sage, ich gehe nicht von da weg. Kennst du Menschen, die Häuser besitzen? Ja. Also ich kenne nicht die Menschen, aber ich weiß, dass es so Menschen gibt. Ich meine, Zetterika ist ja voll mit so Menschen. Oder mit Menschen, die Leute kennen aus erster Hand. Willst du auch so go mitmachen? Niemals. Okay. Krass. Niemals. Also weißt du, von mir aus, Bruder, ich verstand das Prinzip von Häuser besetzen, so quasi Wohnung denen, die dort wohnen und nicht denen, die so quasi wo gekauft haben. Voll easy, ich verstehe. Ich verstehe auch, wenn ein Haus leer steht die ganze Zeit und einfach 2 Jahre lang niemand drin wohnt, aber es gibt Wohnungsnot, so check ich alles. Der Protest. Aber die versifften Menschen, Bruder, die da drin leben, also weißt du so, und das Haus besetzen, Bruder, wieso bist du broke by choice? Als wären deine Eltern nicht irgendwo der Goldküste steht, hätten deine Eltern nicht irgendwo ein Haus mit Treppen drin, Bruder. Wieso tust du auf broke? Keine Ahnung, man. Die Schweiz hat einfach ein Luxusproblem. Wirklich wahr. Maximal Luxusproblem. Also, wenn ich so überlege, über was sich Leute in der Schweiz aufregen, Pau. Aber auch ich selber. Wir haben schlussendlich Dach über Kopf, wir haben einen Job, wir können uns Essen holen. Und der Rest, Sepotachi, bisschen alles, man. Was wäre denn dein Traumjob? Stell dir mal vor, du könntest irgendetwas machen. Was ich wollte, irgendetwas machen. Ja. Wärst du gerne so Game-Tester oder so? Privatchat-Verkäufer. Okay, wieso? Du verkaufst nur an Reiche Mhm. und dann ihre Backschisch ist nicht 10 Stutz. Okay, fair. Und du kannst krank connecten. Denkst du, sie geben die Backschisch? Wenn sie geben, ist besser für sie, wenn sie heil lachen. Fair. Das wäre so dein Traumjob, wenn du so Jetzt kommt mir gerade das in den Sinn, ich weiß auch nicht, man. Du kommst, ich habe schon 100-mal gesagt, so mit Fragen, mit was wäre das, was wäre dies. Cool, du fragst. Also frag du etwas, Bro. Was ist dein Lieblingsmonat letztes Jahr? Das Jahr. Lass es mir nicht so, ich habe vorher gesagt. Du hast gesagt Juli oder August? Ja. Also August? Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Sag mal, was hast du da aufgeschrieben? Was du da vorbereitet hast? Bruder, weißt du, wie du gerade bist? Hm. Wieso, wenn du auf ein Date gehst mit einer richtig anstrengenden Chaya, Ja? wo so kein Wort redet, du fragst, kann ich? Hard to get, Bro. Weiß nicht. Okay, du hast schon ein paar Sachen aufgeschrieben, wo so ein bisschen... Okay, also auf jeden Fall... Was? Nee, Bruder, wie soll ich über gewisse Sachen lieber nicht besprechen? Man. Ja, Bruder, das ist das, Ja. wo das Ja, so ja, passiert fix. ist. Also, Revue passieren letztes Jahr. Jetzt tun wir nach 35 Minuten Revue passieren. Let's go. Also ich sage, oder ich frage dich, was hast du das Jahr gemacht, wo du jetzt sagst, in diesem Jahr ich hätte nicht sollen machen? Gute Frage.
Nicht. 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 Gar nicht. So redest du. Nicht. Aha, okay, easy. In dem Fall, wenn nicht ist, dann ist nicht, Bruder. Ja. Du? Zug fahren. Ich bereue, dass ich dem dreckigen Verein von SBB Geld gegeben habe. Dass ich keine Alternative habe. Dass sie ein Monopol haben. Dass ich nicht etwas anderes kann, zu etwas anderem ausweichen. Ich wäre bereit, 3-mal mehr Zeit in Kauf zu nehmen für doppelten Preis. Hauptsache nicht bei ihnen. Wirklich? Ja. Wieso fährst du nicht Auto? Es lohnt sich nicht in die Stadt Auto fahren, Bro. Dann möchte ich noch einen Parkplatz zahlen. Und du hast gesagt, du 200 bist doppelt. Ja, Bro. Auto ist 5-fache, 6-fache. Ja. Und ich wollte schon jetzt so einen VW Golf oder einen Renault Mega. Also ich muss sagen, es sieht ja nicht mehr in deinen Händen ist, Ja. der sieht wirklich viel besser aus. Schon, Der sieht wirklich, Schon, sieht wirklich gut drauf schauen. Ja, hoffentlich auch. Naja, fix wirklich super aus. Okay, was hast du das Jahr oder welche Show hat dich das Jahr am meisten angeschissen? Bro, mich hat wirklich Bern am meisten angeschissen. Ich habe Wie wirklich... es am Sonntag war? Bro, es war ein Sonntag. Es hat sich angefühlt, als wären wir auf Zwang dort. Das ganze Ambiente ist mir komisch übergekommen. So, weißt, das waren alles meine Gedanken vor der Show gewesen. Mhm. Und irgendwie, was war vorher gewesen? Vor Bern? Vinti. Vinti Zürich, ja. Gott, hintereinander, ja. Also erst Zürich, nachher Vinti. Vinti, ja, Vinti Zürich. Ja. Zürich, Vinti. Ich glaube, Vinti war brutal geil gewesen. Ja. Und ich habe wie so gedacht, das wird schwierig zum Top. Und nachher war die Riesenshow gewesen, und das war wie so etwas dazwischen gewesen. Mhm. Und darum glaube ich, Bro, das hat mich wirklich am meisten angeschissen. Aber es ist nachher recht gut gekommen. Mhm. Mhm. Die Leute sind dort recht abgegangen, Bro. Und wir haben meiner Meinung nach dort wirklich auch brutal gut zusammengearbeitet. Ja, fix. Und für dich? Ich habe nichts. Also ich habe alle Shows gut gefunden. Wirklich. Alles war super gewesen. Ich weiß jetzt echt nicht Gott was, aber wenn ich so an generell so das ganze Jahr, nicht nur jetzt an Shows denke, Ja. dann sage ich einfach, Festival Season ist einfach ein Scheiß gewesen. Das haben wir wirklich, ja, wirklich. Also das ist so ein richtiger Scheiß gewesen. Das machen wir, glaube ich, wirklich nicht mehr, oder? Nein, wirklich nicht. Das Wirklich machen wir nicht. Das ist einfach so. Also erstens, das im Frauenfeld, was wir selber versucht haben, Trash. Ja. Dann, was wir nachher mit Space gemacht haben, bis heute haben wir noch die Videos nicht bekommen, Trash. Jerry Abdi, ich bin vor am Prallen mit dem, aber es will eigentlich immer noch. Leute sagen, hey, ich glaube, du bist gar nicht. Obwohl Fox ein Foto gibt, weißt du. Leute sagen, du bist nur schnell angeguckt für Foto und bist weggegangen. Ja, auf ganze Festivals ist auch rauchen. Also so als Podcaster meine ich so. Wir haben die Erfahrung gesammelt und es lohnt sich hart nicht. Es findet sehr viel Festivals findet nicht statt. Jetzt das Jahr. Also Royal Arena, sagt er etwas? Ja. Das findet nicht statt. Das Jahr? Also nächstes Jahr meine ich? Ja. Krass. Dann Specs findet nicht Ja, statt. fix, aber das ist... Dann das Ankoi? Nein, Amstutz oder so heißt das. Der gehört einfach. Also mega viele Hip-Hop-Festivals vor allem findet nicht statt. Krass. Aber dafür sagt man, kommt wahrscheinlich der Drake als Frauenfeld. Ah ja? Er hat ja in so einem Stream angekündigt, dass er nächstes Jahr auf Europa kommt. Also Europa-Tour macht. Und halt ja, größte wiederkehrende Hip-Hop-Festival. Würde schon Sinn machen. Plus es ist ein amerikanisches Management jetzt, wo Open Frauenfeld sagt man ja. Ja, fair. Mit Connect zu Ja, dort ja, stimmt. welche Folge, ich weiß mit viel aufgeholt das Jahr, aber welche Folge ist einfach, deiner Meinung nach, die beschissenste? Ich glaube, Voll. die jetzt Die jetzt? geht ziemlich, wo wir Das jetzt ist aufnehmen. fürs nächste Jahr. Ja, fair. Ja, vielleicht müssen wir einfach schauen, dass wir nächstes Mal vielleicht keine. Weil ich glaube, es wird schon eine kranke Revue passieren, Folge machen. Bro, die schlimmste Folge letztes Jahr, ich muss mal schnell durchgehen, was haben wir so gehabt? Hey, ich bin überrascht. Wir haben vor zweimal
wo wir ein Interview gegeben haben, Mhm. habe ich gedacht, die kommt durch, scheiße. Ja. Ja. Weil dort haben wir ja einfach Fragen beantwortet. Das sind Mhm. einfach so die. Aber die ist recht gut angekommen. Die mit SRF? Ja. Ja, also, ja, die ist gut angekommen, ja. Fix. Also ich würde sagen, ey Bro, schwierig zu sagen, reicht rein vom Titel ablesen, weil Jamal, Autopanne, gesucht in Tös, künstliche Intelligenz, Ja, schauen wir mal unsere die Folgen technischen an, Felder. wo wir das ja. Cypher 23 ist gut gewesen. Die ist sehr gut angekommen mit dem Alpi. Die Folge zum Cancelled werden ist sicher auch schlecht gewesen. Late Night Drives und Kanake-Poesie. Mit einem Tag Verspätung und wir sind am Monet-Konzert gewesen, das haben wir. Ja. Ey Bro, kann das vielleicht sein, weil ich Ralf von Community fragen? Kann das sein? Das ist. Weil er steht da, lässt sich mit verkatert, dann habe ich keinen Bock zum großen beschreiben. Ey, es hat schon ein, zwei Folgen gegeben, wo ich gedacht habe, ist nicht gut, aber wir haben halt sehr oft schauen wir das Ganze aus um Wir schauen das sehr Winkel an. kritisch an, voll. Weil wir halt vor allem unsere Comedy-TikToks und unsere Comedy-Videos am meisten viral gehen, fangen wir uns an mit dem messen. Und das ist eigentlich nicht richtig. Ja, voll. Weil, wenn wir das mit dem messen, dann sehen wir uns auch als Comedy-Podcast messen. Und das ist eigentlich nicht. Was ist denn unser Podcast? Unterhaltung. Es ist jegliche Form Unterhaltung. Es ist schon eher ein Comedy-Podcast, aber ich sage jetzt mal, also der Comedy nimmt am meisten Platz in diesem Kuchen, aber es ist nicht nur ein Comedy-Podcast. Wir müssen sehr, sehr viel Raum auch ernsten Themen geben. Fair. Deswegen ist es halt schwierig, also ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist eben auch schwierig, ein bisschen der Erwartungen gerecht werden, oder? Weil ich meine, es gibt ja Menschen, die uns zum Beispiel schreiben, ey, euer Podcast war früher lustiger gewesen. Ja? Also es ist schon vorgekommen. Jetzt hat letzte, also gerade heute oder so, nein, vorher beim Beichterlesen habe ich gelesen, einer hat geschrieben, euer Podcast war früher lustiger gewesen. So, ich habe wieder angefangen von vorne zu hören. Aha. Ja, aber es haben die Leute auch geschrieben, weil, also einer hat mal geschrieben, eben so früher, Das sind eure der- Geschichten und so. nein, haben die einfach, weißt du, so viel mehr so Hurensohn und Ja, die ja, Sachen. fair. Und voll easy, weißt du, verstehe ich auch. Ja, aber ich glaube, es ist eben im Wandel, oder? Und ich meine, du musst auch überlegen, so, für was machen wir das? Ich meine, als wir angefangen haben, haben wir ja wieso keinen roten Faden gehabt. Wir wollten einfach zeigen den Leuten, hey, das ist quasi unsere Beziehung zueinander und das ist unser Ding. Und die Leute sagen ja oftmals, die den Podcast als gut bewerten, sagen ja immer so, es fühlt sich an, als würde ich mit dir am Tisch hocken und mit dir über irgendetwas reden. Und das ist ja das, was schlussendlich der Podcast ja, das macht es dann, was er ist. Und darum, Bro, ich weiß nicht, also ich finde, es ist ein bisschen schwierig. Man muss sich wirklich auch fragen, mit was misst man das, weißt du, so, wenn wir ein Comedy-Podcast sind. Ich meine, es gibt ja Podcaster, die zum Beispiel jede Folge scriptet. Also weißt du, so, wo sich wie so vorher, ich meine, das ist ja öffentlich bekannt, das sagen sie auch selber. Ja, ja. Comedy-Männer zum Beispiel sind ja so, dass sie die Folgen vorher schreiben und nachher quasi lesen sie aber, wie es Das sind dann immer lustig. Genau, und dann ist es immer noch nicht lustig. Und bei uns ist es halt so, es gibt Folgen wie jetzt zum Beispiel die, wo vielleicht mal ein bisschen Luft raus ist oder über andere Themen geredet wird, über ernste Themen geredet wird, wie letzte Folge. Oder, also weißt du so. Hey, weißt du, wir haben jetzt auch gesagt, wir müssen jetzt anfangen, Folgen vorproduzieren. Und vielleicht müssen wir halt auch anfangen, schauen, dass wir eben so vorplanen. Auch, wir müssen nicht vielleicht die ganze Folge vorskripten und schreiben, aber wir müssen vielleicht auch anfangen planen, dass wir wenigstens einen guten Einstieg haben. Weil ich glaube, unser Problem ist null, dass wir über Sachen reden können. So. An Reden jetzt nicht. Ich glaube einfach, es geht darum, dass Struktur vielleicht fehlt und wie wir das vielleicht angehen. So. Vor allem am Anfang, weißt du? Ja. Weil jetzt, wenn jetzt der Anfang jetzt zum Beispiel nicht gerade so Action Jackson kaputt lachen war, haben wir das Gefühl, weißt du, so, wird lame. Dabei, also, ich finde es vor allem Revue passieren, das habe ich eben gemeint, mit Revue passieren kannst du viel rausholen. Wir hätten zum Beispiel können nur rein lustige Sachen Revue passieren lassen, dann wäre es halt wieder der Comedy-Podcast. Oder wir sind querbeet, ChatGPT, künstliche Intelligenz, beschissenes Jahr, nicht beschissenes Jahr, lustigste Folge. Ja, aber darum habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, Erdbebenzeit. Ja. So, weißt du, das Jahr war Erdbeben in Türkei und Ja, Syrien. Und ich meine, Bro, das war eine heavy Zeit, weißt du. Safe, ja. Aber zum Beispiel,
was unsere Community, wie das unsere Community zusammengebracht hat, ist ja auch krass gewesen. Ja, safe. Also auf der ganzen Welt. Ich muss sagen, es hat viele Leute zusammengebracht. Und Darum, ja. ich habe meist so, wie soll ich sagen, egal, scheißegal, scheiß auf das. Ja. Ich kann es nicht, scheiß auf das. Aber ja, es braucht und es wird und es sollte auch Folgen geben, wo ich und du nicht unbedingt eine Stunde lachen. Ich finde es aber auch ein guter Ansatz, dass du sagst, wir sind kein Comedy-Podcast, wir sind ein Unterhaltungspodcast. Oder? Ja, genau, wir unterhalten, Ob Bruder. man jetzt Menschen unterhalten mit Comedy oder mit anderen Themen, das ist ja wirklich so, es kommt darauf an, was für ein Gast ist dabei, wie ist unsere Stimmung an dem Tag, so, was wollen wir machen. Ja, weißt du, jetzt wo wir auch anfangen vorproduzieren, ich meine, werden wir jetzt auch, also jetzt haben wir 2 Folgen vorproduziert, aber so auf die Schnelle, weil bei einer haben wir gewusst, es geht um Servus Beistuhl und bei der anderen haben wir gesagt, Revue passieren lassen und da muss man jetzt kein grosses Skript schreiben, versuchen wir einfach so gut es geht, Ja, ja. Freestyle. Aber so nach den 2 Folgen, eben, ich finde, wir müssen das Ende Woche oder Anfang nächste Woche, wenn wir noch frei haben, nochmal treffen, weißt Fix. und dann noch eine Folge aufnehmen und die Folge machen wir so, wie wir es so gesagt haben, weißt du, wir hocken da zuerst und dann sagen wir, Bruder, über was sollen wir nachher reden? Ja, fair. Und dann tun wir aufschreiben und dann sagen wir, wow, das. Und nachher nehmen wir einfach mal auf und dann schauen wir, wie es läuft. Voll. Weil ich bin der Meinung, das wird unser Game, Nochmal absteppen. ja, es ist ja nicht etwas, was wir machen, damit wir einfach etwas Neues probiert haben, sondern wir sehen das ganze nächste Jahr jetzt als Chance und als Möglichkeit, um das Ganze abzusteppen. Das ist mit Struktur bringen im Podcast, das ist mit Büroräumlichkeit suchen für uns. Wenn das finanziell drin liegt, so, wir haben mal einen Post gemacht in der Story, wir haben gesagt, wenn ihr jemanden kennt, gebt Bescheid. Dann geht es um Organisatorisches, dass wir uns besser aufstellen, dass wir uns anders aufstellen. Und ja, Bro, ich finde jetzt, Revue passieren ist etwas, wo wie soll ich sagen, Bro, wenn du auf ein Jahr zurückblickst, vor allem wenn so ein Jahr hast, wo eigentlich mehr oder weniger ein bisschen gleich ist. Ich habe zum Beispiel, das Glück gehabt, ich habe einen Menschen kennengelernt, wo mir extrem viele Sachen gezeigt hat, wo ich nicht mal gewusst habe, dass sie existieren. Ich? Ja, du. Ich habe jemanden kennengelernt, wo ich kann sagen, das ist wirklich etwas also das ist das Größte von diesem Jahr, würde ich sagen, mehr oder weniger. Krass. Wenn nicht das Größte, so. Und der Rest, Bro, von meinem Jahr, es kommt, es geht. Also für mich ist das mit Abstand das beste Jahr, das ich jemals kann. Das habe ich eben von ein paar Leuten gehört. Und für mich ist es so, Bruder, aber nächstes Jahr ist ein neues Jahr, weil eben nächstes Jahr sind ein paar Sachen und ich bin zum ersten Mal im Leben bis jetzt immer kurz als Silvester. Okay, es ist ein neues Jahr und jetzt? So, Jane. So, der Leben geht aber weiter, Bruder, oder? ich meine, Und, Bro, und look, jetzt ist so, stehen ein paar Sachen in der Pipeline an und ein paar Sachen, die ich mir selber vorgenommen habe. Ich habe einen wunderbaren Menschen kennengelernt und jetzt freue ich mich, weißt du, jetzt eigentlich so. Ich habe jetzt auch Erwartungen als aber wenn nächstes du Jahr. jetzt zurückschaust, Ja. also stell dir mal in 5 Jahren, Bruder, schaust du zurück und nachher wirst du sagen, krass. 2023 war das Jahr, wo alles in Rolle gebracht hat. Ja, es Rolle gebracht, ja, aber Ja, du Bruder, sagst ja, Bro, bei dir hat es ein paar Sachen, die super sind zum Erwähnen, Ja. zum Beispiel. Ja. Eben so, und Bro, bei mir ist so, Ja, Bruder, du Spaß. hast einen neuen Job. ja, Dein Podcast läuft. ja, Du machst Live-Shows, ja, wo du ausverkaufst. ja, Dann, Bruder, hast du aber kennengelernt. ja. Dann, deine Beziehungen zu anderen Menschen sind gut. Mhm. Was willst du noch mehr? Eben, ich sage, es ist so, ich würde nicht sagen, ich bin negativ gestimmt oder so. Ja. Ich einfach, für mich ist das neues Jahr immer okay gewesen, ist gut gewesen, ist ein neues Jahr, fertig. Ich habe nie so, immer, weißt du, Leute haben immer so gesagt, ja, ich freue mich mega aufs nächste Jahr. Nächstes Jahr wird so geil, nächstes Jahr wird so dies und das. Und ich habe gedacht, Bruder, geil hast du Pläne, geil hast du Sachen, die bei dir laufen. Und jetzt ist es so bei mir zum ersten Mal, weißt du, jetzt ist es so bei mir so, wo ich kann sagen, ich habe wirklich, nein, nicht Chessmus, aber ich habe eine Erwartung an nächstes Jahr. Jackie. Verstehst du? Ich habe
So ist immer so gewesen, hey, ich habe jedem einfach viel Erfolg und Glück gewünscht, mir selber auch. Mhm. Aber ich habe nicht gewusst, was das Jahr für sich hat Fair. und mit sich bringen wird. Jetzt ist so eine Erwartung. So an nächstes Jahr, 2024. Und ich hoffe, ich kann bei dem Rückblick 2024 sagen, das war mein krasses Jahr gewesen. Inshallah, Bruder. Ja, man. So, und bevor wir die Folge abschließen, mein kleiner Cousin ist ja da. Und lasst euch zu. Gib mir Flattern. Ich gebe mir Flatter auch. Komm mal da hin. Sag unseren Zuhörerinnen 2 Sachen, Bruder. Sag erstens, komm, du bist jetzt auf Kamera. Sag erstens, wieso sind wir der beste Podcast, was es gibt? Und zweitens, sag ciao allen und sag schönes neues Jahr. Schönes neues Jahr. Und du hast den besten Podcast. Ah, du? Und du. Und sag, Ihr heißt das. sag Fick Kneckbull. Fick. Kneckbuck. Ja, Ja, ja. Urs. Also, ciao Komm von mal, uns. komm mal, dass mich das Haus sagst. Also. Sag das auch noch, was du dir gesagt hast. Fix. Warte, das kommt jetzt an. Sag da rein. Nein, sag das. Ja, mech, Bruder, Mann. Bruder, chill doch einmal. Mein Gott. Okay, also, das wär's gewesen. Sarah hat's nicht geschafft. Kuss und Outro. Kommt jetzt etwas? Okay, es kommt nicht. Also, tschüss zusammen. Das ist kurz und